Nachdem wir im ersten Teil des 3-Jahres-Specials die Vergangenheit und damit natürlich auch den Kanal-Trail abgehandelt haben, geht es nun um die Zukunft bzw. um den Beginn des 4. Jahres meines Let's Play-Kanals. Ihr seht bereits da die Hauptthemen, was ich da noch habe, und auch die, seht ihr unten von wegen neue Videos ab dem 1. August. Das stimmt, es gibt erst am 1. August geht's den gewohnten Ablaufplan weiter. Warum, das kann ich jetzt gleich erklären. Es geht nämlich darum, dass ich in den letzten Wochen sehr beschäftigt war. Einerseits mit dem Special, also mit dem Kanal-Trailer, dann aber auch noch gesundheitliche Probleme hatte, eine Racheninfektion. Nachdem ich, sobald ich 5 Minuten gesprochen habe, plötzlich wieder heiser wurde und so, war natürlich auch schon nervig und ja, wieder auch ein bisschen um Ferienvorbereitung für mich. Ich habe im August ein paar Wochen Ferien und will mich dann natürlich auch vermehrt ums Let's Play beschäftigen, also mit dem Let's Play beschäftigen, genau, neue Spiele anzocken, etc. Könnt euch schon sehr freuen. Ja, deswegen mache ich jetzt noch ein paar Tage zur Vorbereitung, sage ich einfach mal. Ja, also wie gesagt, am 1. August geht es weiter. Bevor es gleich um die 3 Hauptthemen hier geht, sprich nächste Spiele, mehr Specials und öfter online, und da ganz kurz etwas darüber berichten allgemein. Und zwar möchte ich künftig auch, ich habe es bereits im Kanal am Schluss angesprochen, aber gesagt von wegen, noch weitere Spiele zocken und testen. Das bezog ich nicht nur auf Spiele selber, sondern auch auf Spiele-Serien, wie zum Beispiel die Fire Emblem-Serie oder die Metroid-Serie, um ein paar Nintendo-Klassiker zu erwähnen. Ja, auch Metroid will ich mal zocken. Metroid kann ich mal so noch berichten, habe ich bis jetzt noch nicht so viel Erfahrung, habe bis jetzt eigentlich erst Metroid Fusion und Super Metroid 100% durchgespielt. ADM habe ich auch schon mal bis zur Hälfte mal durchgespielt. Wieso? Ah ja, genau, das war irgendwie ein Bug doch, genau. Ja, dann würde ich mal die Lust verlassen, genau. Das war eine andere Geschichte, kann ich am Let's Play noch erwähnen. Ja, einfach mal so, dass ich auch sehe, dass ich da auch noch in anderen Genres mich bewegen möchte. Jetzt halt in diesem Fall im Shooter-Genre. Und auch diese Spiele dann mit der Zeit einmal bringen möchte. Vermutlich in Metroid-Serie, vermutlich erst mal Super Metroid, das ich gerade durchgezockt habe und ziemlich cool finde. Danach vermutlich ADM, weil ja Super Metroid und ADM sind also Super Metroid spielt ja vor ADM und deswegen wird es gerade super passen. Gut, aber so viel mal dazu, zu neuen Spielserien, die auch kommen werden. Ganz kurz noch etwas anderes. Ich möchte künftig auch nicht mehr so viele längere Let's Plays parallel laufen lassen. Ja, was heißt das genau? Es heißt zum Beispiel, wenn man jetzt, sagen Sie mal, wir haben 4 Let's Plays gleichzeitig am Laufen, gemäß Ablaufplan, und 3 davon sind Langzeitprojekte, die 100 Parts und mehr umfassen. Ich sage mal 80 Parts plus. Könnte das so länger Let's Plays sein. Wobei eigentlich schon ab 60. Spielt keine Rolle, wo man die Grenze da setzt. Genau darum. Das Problem ist, wenn ich längere Projekte gleichzeitig zocke, bin ich unflexibel für kürzere Spiele oder vor allem auch für neue Projekte. Und das ist ein bisschen doof. Das will ich so nicht. Und deswegen wird es künftig, das habe ich ab einem 2-Jahres-Jubiläum oder das Gefühl hat, ja, mit Anno, Xenoblade, Super Mario Galaxy 2 und Skyward Sword Hero-Modus hatte ich mich ein bisschen übernommen, war viel zu vieles gut und deswegen hat es so lange gedauert, bis die einzelnen Projekte mal durch waren. Und das will ich künftig nicht mehr so machen, so viele Projekte, vor allem viele längere Projekte gleichzeitig zu machen. Ja, das mal so war, dass wir auch aus meinen Fehlern gelernt haben, nicht wahr? Dann noch etwas anderes ganz kurz. Ich möchte künftig auch einmal die Woche, vielleicht einmal die Woche übertrieben, vielleicht auch 2-mal pro Monat oder so, möchte ich eine Art, schwierig zu sagen, Infovideo ist das falsche Wort. Es geht mehr darum, dass ich halt über das aktuelle Weltgeschehen sprechen möchte. Also natürlich in erster Linie vor allem ums Gaming-Bereich, zum Beispiel die Gamescom im August, aber auch um andere Themen, die kann in der Welt so abgehen und so, und ein bisschen darüber quatschen. Das einfach parallel dazu wird dann Quatschen in ein Spiel noch zocken, oder? Sei es irgendwie ein Online-Spiel wie ein Dragon Ball oder ein Naruto-Spiel. Also könnte auch irgendwas anderes sein, zum Beispiel Diablo 3, was ich auch bald wahrscheinlich ein Let's Play möchte. Das heißt, so etwas ist, wo ich auch gemeinsam mit euch, natürlich vor allem wichtig, dass ich mit mehreren gemeinsam irgendwie zocken könnte, wo wir dann darüber irgendwie, fachsimpeln können, sagen wir es mal so. Natürlich die Idee, das Ganze ein bisschen nachher auszuweiten, so eine Art Livestream und so, das Ganze so machen. Muss aber mal gucken, wie der Technik und so, weil jetzt und bald ein neuer PC kommt, mit neuen Capture Card und so, dürfte das eigentlich kein Problem mehr sein, aber dazu mehr noch in der Rubrik mehr Specials. Ja, das war's mal, was ich dann noch so sagen wollte, administrativ, weil ich es fürs 4. Jahr so geplant habe. Und jetzt geht's dann los mit den 3 Hauptthemen hier, nächste Spiele, mehr Specials und öfter online.
Die nächsten Spiele, ja, der Ablaufplan für den 1. August, beziehungsweise ab dem 1. August sieht wie folgt aus. Es sind ein paar Überraschungen dabei, also vor allem keine. Weil, ganz ehrlich, One Piece und World Raid und Anno gehen natürlich weiter, wie gewohnt. Da sind zwar nicht mehr so viele Parts, es werden etwa 10, 20 sein, denke ich mal. Vermutlich bei One Piece ein bisschen mehr als bei Anno. Der Online-Slot, also sage ich später in der Rubrik mehr Online noch mehr dazu. Die Überraschung wird wohl das erste sein, und zwar Dragon Ball Z Burst Limit. Ja, es wird Zeit für mein erstes Wii-Let's Play. Nach über 3 Jahren Let's Plays bereits das erste Wii-Let's Play. Wie soll ich das machen? Ich wollte ursprünglich eigentlich The Legend of Zelda Twilight Princess machen, nach dem Jahresspecial. Das Problem ist jetzt aber, wir sind bereits im August drin und im August kommen sowieso noch 2 neue Spiele, die wir gleich sehen werden. Im September auch wieder, Oktober, November, Dezember sowieso auch immer. Also sprich, wir sind da ein bisschen knapp dran, wie ich gerade erwähnt habe in der Einleitung. Twilight Princess ist ein längeres Projekt, wo ich zwar sehr mich darauf freuen soll und auch unbedingt noch zocken will dieses Jahr, vor allem in den nächsten Wochen noch. Aber es wäre einfach unvernünftig, das jetzt reinzubringen und dann dauert es wieder so lange, etc. etc. Das wäre doof. Ja, deswegen kommt jetzt Burst Limit rein, das ist auch hier ein kurzer Projekt, 20 Parts maximal, denke ich mal. Schönes Wii-Let's Play und ja, so wie gesagt am 1. August, weil im Verlauf im August, sprich Mitte, Ende August, kommen wieder neue Projekte. Also wird auch der Plan höchstens für etwa 2 Wochen reichen. Was ich auch noch angekündigt hatte, war das Let's Play zum neuen Yu-Gi-Oh! Spiel, World Duel Carnival. Das wird kommen, aber in einer Form von Let's Show oder Let's Test, weil ich habe mir das Spiel mal durchgespielt bereits. Ich dachte, komm, wenn du alle Karten hast, kannst du zweiten Durchlauf, kannst besser Let's Playen alles. Das bereits so Let's Play, also bereits durchzuspielen, das Spiel war eine gute Idee, weil das Spiel ist, ja, ich sage jetzt mal enttäuschend. Es ist einfach kein typischer Story-Modus, du hast zwar einen Story-Modus im Karneval, aber du hast überhaupt nichts aus dem Anime und so. Irgendwie, also abgepackte Version, war, kannst du dir vorstellen wie Yu-Gi-Oh! 5Ds Mask of the Cards, aber nach 10 Parts bereits vorbei. Etwa so, also nur ein Zehntel lang oder so, also ist schon ziemlich, ja, nach der Abschluss und so kein richtiger Höhepunkt, wie es bei Mask of the Cards noch war. Also irgendwie bin ich schon recht enttäuscht davon und deswegen gibt es nur ein kurzes Let's Show, Let's Test Projekt. Das heißt, es wird etwa 4 Videos, denke ich mal, geben. Ein Video jeweils zu Yuma, Kite und Shark, das sind jeweils die Protagonisten, also sage ich jetzt mal, die Hauptverantwortlichen, nicht wahr? Zu diesen 3 mit jeweils ein paar Duellen im Part drin und dann am Schluss noch, wenn alles klappt, noch der letzte, 4. Part dann mit unserem Deck, da wo wir uns dann ein bisschen zocken werden. Aber ein weiteres Problem von dem Spiel ist halt, kann ich auch jetzt mal erzählen, das Spiel hat keinen Multiplayer-Modus, weder offline noch online, du kannst wirklich nur gegen dich selbst, sprich gegen NPCs und so fighten, nicht gegen Freunde mit anderen 3DS oder online und das ist schon ziemlich enttäuschend. Naja, was soll's. So, das mal zum Online-Ablaufplan momentan. Ihr seht schon, wieder mal 3 normale Slots plus 1 online. Wenn die Zeit reicht, gibt es noch einen 4. Slot neben dem Online-Slot rein. Aber ich denke mal 4 Parts momentan, denke ich mal, ist schon gut. Also ist nicht zu wenig, ist nicht zu viel, ist glaube ich gerade richtig. Oder halt 3 bis 4 ist ein gutes Maß. Und denke ich mal, allzu viel wäre sicher auch ein bisschen fehl meinerseits, weil wir sollen dann noch nachkommen mit dem Gucken. Genau. Ja, dann mal zum Ablaufplan und dann kommen wir auch bereits zum nächsten Plan. Moment, habe ich gleich. Hier, genau. Und 2 Spiele im August erscheinen werden. Natürlich da Tales of Xillia 2, was ich bereits mehrfach angedeutet habe. Freue mich schon sehr darauf. Das geile Game. Nachfolger von Tales of Xillia. Weil ich mittlerweile sowieso ein Tales of Fan bin. Das Spiel, was jetzt überraschen wird, ist Risen 3 Titan Lords. Wieso sage ich jetzt das? Das hat er ursprünglich sowieso geplant und bei Diablo 3, was er ursprünglich noch Let's Playen wollte. Das Problem, Diablo 3, vor allem der Reaper of Souls und so, ist für Singleplayer irgendwie ein bisschen schräg, finde ich. Irgendwie zu wenig vom Guten, also im Ganzen. Deswegen muss man sagen, Diablo 3 eher so online-mäßig, kann man wie gesagt, wo ich am Anfang noch erklärt habe, von wegen damit aktuell Weltgeschehen Video und so, oder dort irgendwie parallel zu Diablo 3 zogen. Das wird einen Online-Slot geben mit Diablo 3, ich weiß nicht genau, wie ich das machen werde. Aber das ist dann Diablo 3 eher so unterbringen, damit es trotzdem, ja, einfach mal zu sagen, dass wir da das Beste daraus rausholen. Und Risen 3 Titan Lords der Ersatz dafür wird. Wieso Risen 3? Das erste Mal bin ich sowieso ein Fan der Risen-Reihe, also Fan ist, muss man so erklären.
Ich habe Risen 1 selber nie gezockt, aber gesehen, meine Freunde und so, also mitgespielt, so gesehen auch und fand es ziemlich geil. Risen 2 selber gezockt, fand ich dann nicht mehr so der Hammer. Man war das Steuerungsprinzip ein bisschen seltsam, also finde ich zumindest. Und dann auch sonst irgendwie vom Umfang her habe ich nicht so den Hype gehabt zum Durchspielen. Aber jetzt Risen 3 Titanlords oder so wie Risen 1 wäre und deshalb denke ich mal, ja, ist sicher ein guter Ersatz. Und jetzt, wenn sowieso mal gut ein neuer PC kommt, der sicher High-End und so sein wird, dürfte ich, denke ich mal, da von Leistung her kein Problem mehr sein. Tja, das ist mal so ein Spielen, die im August erscheinen werden. Wenn es halt nicht so eine gute Idee ist, wenn er sagt, nee, Risen 3, da passt nicht, Tales of Killer passt nicht, dann sagt's bitte, dann können wir uns halt am Ersatz und ja, schauen halt mal, was wir sonst noch so machen können. Spiele, die bereits im September erscheinen, ist eigentlich auch nichts Neues. Hyrule Warriors, aber sowieso mittlerweile ein Hype drauf, man die ganzen Trailer und sowas, alles gibt, die ganzen Charaktere, die ganze Grafik und so, einfach nur mega hyper geil und die Warriors-Saga kenne ich ja auch schon, also Spiele, wir haben ja auch schon Pirate Warriors und One Piece gezockt, die beiden Teile. Das hat bewährtes Hack-and-Slay-Motiv und das wird einfach Spaß machen, sind wir uns alle schon einig und deswegen wird das sicher geil werden, vielleicht sogar noch online-mäßig nachher. Mal gucken. Genau das gleiche zu Naruto, Storm Evolution. Wird vermutlich auch eher ein kurzer Projekt sein, aber auch da kann man natürlich nachher online noch zocken und ja, mal gucken, was da noch alles entwickeln wird. Wenn ich dann noch bei Twilight Princess vorher erwähnt habe, kann man gut vorstellen, wenn Hyrule Warriors schneller vorbei ist als gedacht, zum Beispiel sagen wir 40, 50 Parts bereits vorbei ist, dass im Anschluss dann bereits Twilight Princess bringen, weil Oktober, November, Dezember nicht mehr so viele Projekte, also nicht mehr so viele Spiele ich zocken will. Gut, Oktober kommt zwar Super Smash Bros. 3DS, ich glaube, das hat weniger mit Story zu tun, sondern mehr online. Alter, ich habe noch so viele Online-Spiele, da kann man gar nicht mehr nach. Ich muss langsam mal Dragon Ball Legends 2 aufhören. Oder ich sage irgendwie Woche pro Woche ein neues Spiel, kann man natürlich auch machen. Na, mal gucken. Das war alles noch, wenn das soweit kommt. Kommen wir bereits zum Thema Re-Let's Plays. Ach du Scheibenkreis, sind das viele, wa? Nee, keine Sorge. Also natürlich, wie gehabt. Zurück in die Zukunft und The Last Story, die sind immer noch primär, also haben Priorität. Vor allem Zurück in die Zukunft ist auch so ein Kurzzeit-Let's Play, wie es halt auch Burst-Limit ist. Von dem her ja sicher mal gut ein bisschen zwischenquetschen, so, wenn ich mal ein bisschen Platz habe. The Last Story ist eher ein bisschen länger, vielleicht kommt das auch erst zur Weihnachtszeit im nächsten Jahr, also sprich 2015 anfangs. Kann auch gut sein, aber das sind sicher die beiden Spiele, die garantiert noch kommen werden als Real-Let's Play-Projekte. Bei Chronicles ist schon mal erwähnt, dass nur im Together, wenn es noch irgendwie als Plus-Projekt gibt, also nicht so wie der Nachfolger oder Vorgänger, ja, für die Wii U ist ja ein anderes Spiel angekündigt, Xenoblade Chronicles X. Mal gucken, wenn das natürlich ein Vorgänger und Nachfolger sein wird, kann man da vielleicht noch Xenoblade Chronicles reinquetschen. Er muss echt gucken, wie es zeitlich reicht und so. Das Spiel ist schon lang, ich will es diesmal zu 100% durchspielen. Könnte also schon eine organisatorische Herausforderung werden. So, Ocarina of Time 3D, das wird kommen, garantiert. Wann, weiß ich noch nicht. Ich habe es mal gesagt, Let's Play, weil ich habe Ocarina of Time bereits gezockt. Diesmal auf die 3D-Version, nicht Master Quest, nee, garantiert nicht, das reicht mir einmal. So was verrückt. Ich denke eher, Ocarina of Time bringe ich als Vorgänger dann, sobald Majora's Mask 3D angekündigt wird. Ja, ich bin immer davon überzeugt, dass das kommt. Wenn nicht, sagen wir mal, Majora's Mask trotzdem irgendwann mal vom Emulator und so, keine Sorge, aber ich hoffe schon, dass da noch eine 3D-Version davon, von mir aus auch auf der Wii U oder so etwas, ein Nachfolger im 3DS noch kommt, aber irgendwas davon muss doch noch kommen. Sternchen nochmal. Ja, so mal zu den ganzen, habe ich jetzt alle bereits. Yep, das waren bereits alle Projekte, die ich so bei den nächsten Spielen ankündigen wollte. Viele Spiele kommen werden, auch im nächsten Jahr noch, und wir uns sicher, sehr noch viel Spaß haben werden. Kommen wir also zur Kategorie mehr Specials. So, keine Sorge, es geht relativ schnell durch. Es gibt vor allem 2 Punkte. Erstmal natürlich mehr Specials. Das haben wir bereits mal erwähnt, vor langer Zeit mal. Das 1000 Abonnenten-Special von wegen, ja, die ganzen Komponenten, die man gebrauchen kann zum Let's Plays aufnehmen, die ganzen Capture Cards und so, dass die euch mal zeigen will. Das ist immer noch so. Bezüglich zeitlich würde ich aber eher sagen, dass das erste davon wohl der neue PC sein wird. Ja, bezüglich halt Risen 3 Titanlords im Let's Play, aber auch generell, weil ich halt auch mehr auf dem PC zocken will, auch künftig. Ich merke, dass meine Keys momentan wirklich einen Geist aufgibt in der Hinsicht, ihr das bei Arno auch schon öfters erlebt habt. Stelle ich mir momentan einen neuen PC zusammen, sprich neue Komponenten und so, die ich noch am
zusammen suchen bin, preislich abhandeln will, etc. etc. Die kommen hoffentlich in den nächsten 2-3 Wochen und dann kann ich hoffentlich noch vor dem Start von Reason 3 euch das Ganze präsentieren. Sprich, ein Special-Video zu machen, vielleicht sogar das 1000-Abonnenten-Special, mal gucken. Worauf ich die einzelnen Komponenten zeige, worauf ich bei mir geachtet habe, worauf ihr euch auch achten könnt, wenn ihr einen neuen PC zusammenbauen wollt, etc. etc. Natürlich auch, was die Vorteile eines PC sind, den man nicht bereits fertig kauft, sondern selber zusammenbaut. Also sprich, aus einzelnen Komponenten zusammenbauen lässt, so, nicht irgendwie fix fertig aus dem Laden rauskauft. Genau, fast noch wichtiger ist, dass ich künftig mehr Tests und Shows zu Let's Plays, zu Spielen machen möchte, vor allem natürlich zu Demos. Und zwar deswegen, weil es geht ja darum, uns für neue Dinge zu begeistern. Sprich, eben neue Wege einzuschlagen, neue Genres zu erkunden. Und ganz ehrlich, es gibt überall immer wieder Demos oder irgendwie Indie-Games und einfach so Sachen. Ich denke, ja, man kann es auch mal anzocken, einen Test wieder zu machen, wenn man denkt, ja, das Spiel ist geil. Das kann man durchaus zocken, dann warten, bis die Vollversion kommt, das kaufen und zocken oder halt sonst irgendwelche Spiele, die gerade sonst gratis sind, einfach runterladen, zocken. Aber so mal ein bisschen den Horizont so weit, dass ich da auch ein bisschen flexibel bin, nicht einfach so eingestaut und sage, ja, hier ist ein Let's Play, da das Let's Play, neues Let's Play und, sondern einfach mal ein bisschen flexibler bin. Ja, das war es eigentlich schon bereits zum Thema mehr Specials. Und schon sind wir auch schon beim Schluss angelangt. Hier bei der Rubrik öfter online. Tja, ihr seht jetzt ein bisschen aktualisiert, viel wurde aber nicht daraus. Das sind jetzt einfach mal die Online-Spiele, die aktuell noch laufen und die garantiert auch online in nächster Zeit noch kommen werden. Wie gesagt, aber ca. Hyrule Warriors und ein anderes Let's Play, die noch zocken werden. Es auch einen Online-Modus gibt, das auch lohnt zu zocken, das sehen wir alles noch. Man kann natürlich dementsprechend auch das Ganze noch anpassen. So, Steam hat mich drin gelassen, weil ich aber einen neuen PC habe, dann kann ich das auch endlich machen, genau. Was will ich sonst noch genau erwähnen? Genau, ich möchte künftig, wie gesagt, aber auch schon öfter erwähnt, möchte ich mehr mit euch gemeinsam machen. Das soll heißen, ich möchte künftig täglich online sein, sprich bei Nintendo Network, bei Mario Kart 8 Online, wird es auch noch ein Turnier dazu geben. Kommt vermutlich auch ab dem 1. August, und dann plötzlich irgendwie so, ja, einfach mal so ein Turnier suchen gehen und plötzlich seht ihr, irgendwie 1. August oder Schweizer Turnier, Michael Essay oder Michael Swiss Turnier, muss ich irgendwie gucken, was ich noch genau machen werde, kommt sicher auch noch irgendwie eine Ankündigung davon, die ich dann machen werde. Also einfach darum geht es auch mehr mit euch gemeinsam machen, auch bei PSN täglich online bin, zum auf aktuelle Situationen reagieren, auch aktuelle Anfragen. Ich habe auch schon öfters Anfragen bekommen von wegen, ja, sag doch mal, Naruto Storm 2 bitte mit mir online oder Storm 3 bitte, habe ich auch schon gemacht, war gar kein Problem. Aber ich sehe schon, ich bin in letzter Zeit zu wenig online gewesen und das muss sich einfach ändern. Ganz kurz zu Wedge Blast 2 noch, was ich da noch erwähnen kann, momentan sind noch die Wedge Soul Kombos dran. Das Problem ist auch dort, die Kombos sind teilweise echt schwierig zu lernen und dann lernen sie das eine, vergisst das andere wieder und das online noch einzusetzen und. Also mein Ziel ist schon, dass ich dann natürlich alle Kombos noch zeigen will und danach geht es dann vermutlich endlich mal zu einem Ranglistensystem. Ja, dass ihr einfach mal seht, warum das teilweise Videos fehlen oder Woche 2 keine kommen und was ich da eigentlich so geplant habe. Dann gemacht, aber was aber sonst so erwähnen, genau, also wie gesagt generell präsenter sein, mehr mit euch zusammen machen, auch schon bald Livestream mit neuen PCs, ein neuer TV-Card, sprich Capture Card, der AV Media Live Gamer HD, der habe ich auch schon vor etwa einem Jahr, anderthalb gekauft, aber halt der PC hat einfach nicht die Leistung, die ich jetzt habe, so eine Schrottkiste. Ja, den PC kennt ihr ja, war glaube ich welches Special war das? Müsst ihr euch mal gucken, habe ich ein Special dazu gemacht, das seht ihr sonst in der Special Playlists. Ach du Scheibenkreis, was war das jetzt? Das nicht das Special, der war ja das ist ein Dragon Ball Spiel. Was? FB? Was war ein FB schon wieder? Ah, Final Bout, genau. Ich weiß gar nicht mehr. Hä? Was war das für ein... Das Video Special ist 800? Könnte sein, ja. Moment mal, das haben wir gleich. Alles Special haben wir noch auf dem PC drauf. Nope, das war es nicht. Ja, verdammt, was war denn das jetzt? Das war ja auch Special, war es auch nicht. Das war ja auch so eine Art Trailer. Hui. Oh, keine Ahnung mehr, welches Special das war. Ich sehe es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich dann mal ein Special gemacht, von den neuen PC, den ich gekauft habe. Und das war ja
Das war ziemlich... Naja, also theoretisch, ursprünglich dachte ich, der PC wird für das, was ich brauche, wird es reichen und so, aber die Grafikkarte will ich austauschen, ging auch nicht. Das Netz war zu schwach und das Mainboard auch und die RAM waren auch zweiklassig und der Prozessor sowieso, etc. etc. Und deswegen ist es endlich mal Zeit für einen neuen PC, dann auch mit Livestreams, Live-Gamer HD und einfach allem drum und dran. Ja. Das war es aber auch schon bereits, diese Rubrik Online. Ich weiß, die letzten beiden Themen jetzt waren ein bisschen kürzer, nicht wahr? Ist natürlich auch gut, muss nicht immer so lang sein. Wie gesagt, generell geht es einfach darum, dass ich mehr mit euch zusammen mache, aus den vielen, die ich in den letzten 3 Jahren gemacht habe, lerne und so, ja, also hoffentlich so im 4. Jahr auch weiteren Spaß haben und wir auch daraus, also vor allem ich natürlich aus meinen Fehlern lernen kann. Genau. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, bis zum offiziellen Starten wieder. Ja, meine Stimme, hey. Bis zum offiziellen Start dann wieder ab dem 1. August mit den neuen und alten Let's Plays. Bis dahin, ciao zusammen.